Vielmals. Merci, Madame Präsidentin, Damen und Herren. Lösmänglisch kommen wir an der realistischer Welt und was Klimapolitik angeht, nur der Euphorie von Paris. Und ich fand an dem Sinne Flotwelt, da der hat schon Demos, man das ratifiziert, gesagt, haben wir schon gesagt, es kommen Probleme bei der Umsetzung. Den Akkord ist nicht terribel spezifisch, es gibt viel Widerstand, es gibt viele Sachen, die man nicht vorausgesehen, weil das Potenzial von alternativen Energien relativ klein ist. Und ich meine, die Entwicklungen, die wir logisch sehen, die gehen als recht, nicht immer das USA aus dem Akkord rauskommen, aber es gibt auch an der Energieversorgung in der Welt Entwicklungen. Bislo hat man 30 Staaten auf der Welt, die nukleare Energie gebraucht haben, 21 Staaten wollen auch an nukleare Energie herankommen. Das heißt, wir von 30 auf 50. Wir haben auch bei der Kohle eine Entwicklung nur Öfen. Am Blick sind 62 Staaten, die wollen massiv auf Kohlenenergie zurückgreifen. Auch das ist mehr, wie wir bislang hatten. Und es hat eben der Vierredner schon gesagt, dass auch die Emissionen am CO2-Bereich das Jahr neue Rekord kriegen an 1241 Gigatonnen als hier genannt gehen. Das sind alles Entwicklungen, die uns müssen aber vorstellen, ob eine Umweltpolitik so wichtig ist, also nötig ist, wie man die sollen machen, wie Lützeburg sich soll positionieren. Ich will vielleicht eine Bemerkung machen, die auch bei der Klimakonferenz zu Bonn deutlich herauskommen durch eine Organisation wie Nature Climate Change. Das ist einfach, dass wir auf viele Bereiche an dieser Diskussion nachher auf ganz unsichere Statistiken operieren. Es wäre weltweit ein riesiger Erfolg nötig, wie wirklich können wir Sicherheit zu so wie Land, wie viele Emissionen gibt. Wir sind noch lange nicht da. Wir können alles mit Sicherheit nur zu vollziehen. Aber das ist aber eine Gelegenheit, wenn wir über Statistiken schwätzen, wie Neike zu so, was ist eigentlich der letztebäuerischen Impact? Und wenn in die Statistiken, die meistens im Internet zu finden sind, guckt, dann muss ich einfach sagen, dass nicht mehr bei den anthropogenen Gasen ausgerechnet 2020 nur der aktueller Entwicklung die letzte Kontribution bei 0,002% liegt, wenn in die natürlichen Emissionen von CO2 nach dabei rechnen, oder der Größenordnung wie allgemein der DAX dann ugeholget 570 Gigatonnen, da liegen wir bei 0,000%. Die Aktionen, die aber hier geholt gehen, ich meine, Herr Schank hat gesagt, global denken, lokal handeln, stellt sich aber die Frage von der Proportionalität. Weil den Erfolg bei dem minimalen Beitrag, den das Land möchte, für uns umzustellen, für CO2-Ziele zu erreichen, einen riesigen budgetären Impact an einem defizitären Staatsbudget. Sie sind eine Belastung für als Entreprise, was Kompetitivität angeht. Es gibt immer mehr großen Druck auf Bürger, was Steuerlast angeht, und auch Forderungen für gewisse Lebenserstellungen zu ändern. Sie wird bei Passivhäusern oder anderen neue Vorschriften. Es stellt sich grundsätzlich die Frage von der Proportionalität auf dem Nutzen von den Maßnahmen, die wir aber hier massiv fördern. Wir sind für den Schutz von der Atmosphäre. Der hat nie selbst ernst gesagt, aber auf einer realistischen Basis. Weil das, was das Land sich unter der geringen Impulsion hauptsächlich vorgeholt hat, ist komplett unrealistisch und kontradiktorisch. Wir haben ein Reduktionsziel von minus 40% vorgehen. Gleichzeitig soll die Population vom Land soll sich verdoppeln bis 2060, 1,2 Millionen Einwohner. Wie will das erreicht gehen? Wir machen riesig ökonomische Projekte, wie zum Beispiel an der Logistik. Zu Beteburg beispielsweise. Der Luftverkehr, also an den Statistiken, wie man sie bislang beim Klima verhandeln, überhaupt noch nicht dran. Das heißt, auch der Luftverkehr, den eine immer mehr große Proportion von den CO2-Emissionen hat, wo man noch nicht mit berechnet. Wir haben heute Projekte am Land, die man nach hinten kriegen. Herr Schneider will Google implantieren. Auch das sind energieintensiv Betriebe. Das heißt, wir haben heute einerseits den geringen Teil, ging es so von der Regierung, der massiv und extrem hohe Forderungen stellt, und der anderen Seite, also aber eine Regierungspolitik im Gang, die die Erfüllung mit denen Ziele realistisch unmöglich macht. Das heißt, dass wir DAX auch noch wie Litauen müssen als Freikaufen gehen, wie schon in der Vergangenheit, für als Forderungen können zu erfüllen oder wir als Verpflichtungen können zu erfüllen. Für DDR stellt sich an der Klimapolitik für alle anderen Bereiche von unserer politischen Aktion immer die erste Frage vom Realismus auf einer vernünftigen Belastung von den Leuten. Das gilt auch an der Klimapolitik. Wir werden zum Beispiel einen enormen Druck auf Bauern machen. Bauern sind nicht den Unhängsel von der Umweltpolitik. Bauern sind dafür als Ernährungssicherheit sicherzustellen und zu pflegen auch Landschaft. Aber sie dürfen nicht dauernd angesehen gehen wie der nächste Umweltminister. Aber wir kommen noch an eine andere Problematik ran. Die
EU hat sich enorm ambitiös Ziele gesetzt, was den Klima angeht, auch am EU-Budget. Das geschwert gehen zu Straßburg, wo bis zu 20% vom EU-Budget, die sollen unter anderem auf Klimaaktionen verwandt gehen. Die Briten gehen aber raus. Konsequenzen vom Brexit auf den EU-Budget, die kennen wir haut nach nicht. Und auch da müssen sich frohen, gibt da der letzte Beitrag zum EU-Budget mit zusätzlichen Abgaben, wenn es Klimafrohen auch noch da belastet. Für uns als ADR wird das noch zusammenzufassen als klar. Ja, wir sind wieder Schutz von der Atmosphäre. Aber wir werden selbstverständlich auch erfahren, Drohen, die dazu beitragen, allgemein die Umwelt zu schonen, am Klima und all anderer Hinsicht. Aber ob ein realistisch Manier, ob ein vertretbar Manier, und ob ein kohärent Manier, also ernst wie das Regierung das